Halli, hallo und herzlich willkommen da zurück bei Banished. Wir schauen jetzt gerade diesen Schaf zu, wie sie am Wachsen sind. Zum Beispiel das Babyschaf da, das habe ich jetzt gerade auf den Namen Schorsch getauft. Frage ich mich nicht, wieso ich gerade auf Schorsch gekommen bin, aber Schorsch hat mich gerade gut gedacht. Da haben wir den Hans. Nein. Der Jeveli. Ist denn das ein Männername? Keine Ahnung. Da haben wir den Hans. Da haben wir den Rudolf. Er hätte eigentlich ein Rentier werden, aber ist dann doch als Schaf auf die Welt gekommen. Ja, wie auch immer. Ich habe wieder mal Bullshit zusammen. Wie wir sehen, die Schulen sind alle überfüllt jetzt. Das bedeutet, jawohl, genau, alle Kinder, die jetzt erwachsen werden in Gänsefüßli, werden direkt zu Arbeiter und das passt doch tipptopp. Weil wir natürlich Arbeitskräfte brauchen. In der realen Welt redet man vielleicht davon, der Arbeitsmarkt ist gesättigt. Nein, ist er nicht. Ihr seht es hier in Banished. Er ist nicht gesättigt. Banished ist das Paradebeispiel für unsere Wirtschaft. Also, wenn in Banished irgendetwas ist, eine Katastrophe oder so ausbricht, verkauft eure Aktien sofort, weil die würde fallen. Da könnt ihr eigentlich mal weg tun. Da. Weil Banished ist eigentlich nichts anderes als der Spiegel von der realen Welt. Das wissen nur wenig. Aber wenn es in Banished gut läuft, läuft es im richtigen Leben auch gut. Und wenn es da schlecht läuft, ja, dann haben wir ein Problem. Zum Glück gibt es da keine Kriege. Boah, wenn ich das würde geil finde irgendwo durch. Wenn wir da jetzt noch eine riesige Garnison aufstellen und dann da eine riesige Armee aufstellen mit Panzer und Atombomben und Zeug und so. Ja, ich weiss, es passt nicht in die Zeit. Okay, ihr habt mich überzeugt. Das sollten wir eigentlich mal ausschalten. Momentan brauchen wir wenig Stein. Wir haben immer noch 500 auf der höheren Kanten und 235 Eisen. Das langt absolut. Weil wir haben auch viel Werkzeug. Das heisst, die Werkzeugproduktion, die können wir eigentlich ein bisschen verlangsamen. Einstellen würde ich sie jetzt nicht wollen, aber man könnte sie verlangsamen. Man könnte jetzt 1, 2 Schmieden wegnehmen. Hey, komm, baue doch endlich mal die Kackhäuser fertig. Das kommt mir jetzt gerade so vor, wie dort, wo wir so lange gewartet haben, bis sie was gemacht haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf irgendetwas haben wir bestimmt 10 Folgen gewartet. Und so kommt es mir jetzt mit den Häusern vor. Obwohl es jetzt eigentlich erst, ich habe sie glaube ich in der letzten Folge angefangen bauen. Aber trotzdem, es denkt mir, es geht extrem lang. Schau, jetzt ist schon fast fertig. Hey, die können wirklich nur kurz den Hammer schwingen und hauen jetzt wieder ab. Ich verstehe es nicht. Wieso? Hey, 98%, hey, 1% ist jetzt gerade aufgegangen. Ich werde mich doch verarschen. Und ich bin schon auf 10-faches Speed, ich kann nicht noch weiter ruhen, es geht nicht. Ah, jetzt endlich. So, jetzt haben wir gerade wieder 2 drin, und zwar natürlich ein Herdenmann und ein Sammler. Ein Herdenmann. Ein Herdenmann. Ah, sorry. Voll ins Mikro reingehustet und so. Nein, natürlich ist ein Herdenmann so ein Tierli aufpassen, oder keine Ahnung, wie soll man dem sagen? So ein Hirt. Sollen wir die Hirten nennen? Ich glaube, Hirten sind so ziemlich... Wir haben jemanden, der Mohammed heisst. Das ist sehr lustig. Also, den Namen finde ich jetzt nicht lustig. Also, es ist halt ein Name. Aber ich finde es lustig, weil wir haben so viele Namen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und jetzt heisst einfach einmal Mohammed, ein Name, der auch ernsthaft existiert. Darum finde ich es gerade lustig. Also, versteht mich bitte nicht falsch da. Aber das finde ich doch sehr interessant, dass wir jetzt endlich mal einen normalen Namen da unter uns haben. So, jetzt, was bringst du mir? Du bringst mir Pepper Seeds, ich glaube Seeds. Haben wir nicht schon alle Seeds? Wir haben schon alles. Also heisst das, du kannst getrost wieder abreisen da.
Bringst du mir irgendetwas? Wenn ja, ja, genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Geschäft, ich brauche nichts. Wie sieht es eigentlich da aus? Da warten wir immer noch auf ein Viech, auf eine Kuh oder Stier oder was auch immer. Da auch. Da sind wir voll und da haben wir sowieso immer genug. Das ist gut, das ist gut. Das Essen bewegt sich immer so um die 108'000. Das ist gut, wenn es konstant bleibt oder steigt. Es ist schlecht, wenn es geht. Natürlich. So, und da haben wir schon das erste Kind drin. Das passt doch sehr gut. Also, ich glaube, der Plan mit dem Geburtenrate steigern, der funktioniert, der geht auf. Und dann würde ich sagen, machen wir doch gerade noch da. Jetzt muss ich da gleich schnell. Also da heisst, da kommt jetzt noch eine Straße. Wieso habe ich da keine Straße durchgezogen? Wieso nicht? Das weiss nur der König. Und wieso fehlt da ein Haus? Da fehlt doch ein Haus. Oh, da kann man kein Haus herbauen. Wieso habe ich das so blöd gebaut? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir ignorieren es und bauen da weiter. Das erfordert natürlich das höchste Maß an Konzentration. Ihr kennt mich ja, ich hasse es, wenn Häuser schräg oder einfach nicht schön gebaut sind. Wenn es eine Linie bildet. So. Das ist okay, da haben wir überall genug drin. Also mir ist einfach vor allem wichtig, dass wir bei den Herdenleuten, nenne ich es jetzt einfach, immer genug drin haben, weil sonst sterben uns die Viecher weg. Und das wollen wir natürlich nicht, weil sonst kommt weniger zu essen rein. Und weniger Essen bedeutet irgendwann mal der Hungertod für alle. Und das will, glaube ich, niemand. Glaubt mir, das will niemand. Aber der Bau geht gut voran da. Ich frage mich einfach, wieso zwei... Oh, ja klar, ich habe jetzt nicht ein paar neue Sachen gebaut. Ist ja klar. Ist ja klar. Wieso spiele ich jetzt schon wieder mit dieser Kackkamera um? Ich weiß es nicht. Es ist schräg. So, jetzt besser. Nein, ist nicht besser. Jetzt ist besser. Es ist immer noch gleich. Ja, ist gut, ich lasse es sein. Ist alles klar. Es ist schräg. Ich sehe es doch. Am Bildschirmrand da sehe ich doch. Nein, es ist gerade. Es ist gerade. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles klar. Es ist ja eigentlich auch völlig egal. Es spielt überhaupt keine Rolle fürs Spiel selber. Aber, naja, mir ist halt so. Und ich weiss auch, dass es eigentlich sehr blöd ist, dass ich jetzt hier eine riesige Stadt aufbaue, weil die haben natürlich alle einen riesig langen Arbeitsweg. Jetzt da mal schauen. Oh yeah. Die haben einen langen Arbeitsweg. Aber das interessiert mich eigentlich nicht einmal gross. Ich meine, soll es so sein. Solange es nicht während der Reise dort verhungert, ist mir das ziemlich wurscht. Und ich bin ja dran, jetzt da langsam auch ein kleines Quartier zu tun, wo wir dann ein bisschen näher die Arbeitswege haben. Vor allem da können wir dann nachher auch noch Häuser rennen. Sobald die unten dran stehen, natürlich. Ist ja klar. Und wir sehen, die Geburtenrate, die steigt wieder. Also, so gefühlt, ich weiss es nicht. Da könnte man eigentlich schnell anschauen mit Y, ich glaube es genau. Overview. Übersicht. 73 Kinder haben wir gerade momentan und 53 Studenten, Schüler. Wie sieht das mit der Geburtenrate? Ja, sie ist steigend. Sie ist steigend. Wir sehen es, das ist da mal kurz eingebrochen, jetzt steigt sie immer schön. Das ist okay. Oh, jetzt habe ich es irgendwie weggedrückt. Oh, Trader. Schauen wir was... Nein. Ich kann... ja, nein. Sobald das mit unseren Woodcutters ein bisschen besser funktioniert, aber jetzt gerade momentan nein. Nein. Da haben wir ja auch noch zwei. Die schaffen irgendwie gar nicht, denkt es mir. Ja, das ist der, der jetzt gerade wieder abgehauen ist. Gehen wir mal schnell schauen, wie sieht es. Also eigentlich können wir, aber ich wollte jetzt nicht allzu viel bauen, das ist eben mein Problem. Und wenn ich jetzt zu viel baue, dann gibt es wieder die... ja, ich wollte es jetzt eigentlich nicht
Oh, das gibt Kind. Oh, das gibt Kind. Das ist ja gut, wenn es Kind gibt, aber auch schlecht irgendwo durch, weil die müssen wir alle ernähren. Und wir sehen es, jetzt sind wir schon wieder auf 105 runtergefallen da, was ich einfach wirklich nicht lustig finde, weil das bedeutet einfach, dass wir da schon wieder mit Felder bauen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Leute anfangen zu verhungern. Und das wäre blöd. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht es aus mit den Arbeitswegen? Ja, die sind weit. Naja, mäßig. Mäßig bis saumäßig. Also ich denke, bevor ich da weitere Felder setze, braucht es da mehr Wohnraum. Respektive da unten. Wo jetzt endlich mal ein paar Häuser fertiggestellt sind. Und natürlich kein einziger Bauarbeiter da wohnt. Ich meine, hey, für was auch? Wieso sollte ein Bauarbeiter da wohnen? Das ist ja völlig... Wäre ja blöd. Wenn der da einen kurzen Arbeitsweg hätte. Etwas interessiert mich noch, wo sind die Fischer die Heime? Oh je, die sind da so weit weg. Was ist mir doch für Arsch, ey. Es gibt eventuell einen Trick, also 14 haben wir gehabt. Jetzt müssen wir die mal alle wegnehmen. Und auch bei den Farmer tun wir die mal alle wegnehmen, 91. So. Jetzt sind wir mal zuerst Fisherman wieder rein. 14 haben wir gehabt und da sind es dann 91. So, und jetzt mal schauen, wie sehen jetzt die Arbeitswege aus. Hat sich etwas da? Es hat sich etwas da. So lobe ich mir das. Das läuft. Oh, wir haben nicht eingeborene Nomaden. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir mit, oder? Das mal. Ich habe das letzte Mal aus Versehen da auf Abweisen gedrückt. Also 35 wollen bei uns gewonnen. Absolut kein Problem. Die sind natürlich alle schon mal zuerst obdachlos, aber das macht gar nichts. Weil jetzt haben wir wieder Arbeiter, das heisst, wir können jetzt die Farmer, haben wir schon 91. Aber die Fischer, da. Kommen wir jetzt mal wieder auf 24. Und die Hunter, die auf 18. Ja. Das sollte lange. Und jetzt. Hast du schon wieder mit der Kamera rumgespielt? Frage mich nicht wieso. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso ich das so Zeug mache. Ich weiß es nicht. Tun wir auch ein bisschen Häuschen bauen. Ja. So. Und dann gerade noch so. Ja, nein, man kann es nicht ziehen. Effektiv nicht. Ich habe ja das, glaube ich, das letzte Mal schon ausprobiert und ich kann einfach ziehen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. So, dann baue ich doch da mal schön. Wir haben jetzt gerade genug Arbeiter, dass wir da gerade alle miteinander bauen lassen. Dann ziehe ich da natürlich noch mein Wägli. Das ist schon mein Hobby da in Bern ist. Wägli ziehen. Wägli, Tunnel, Brücken, alles was mit dem Transport zu tun hat, das ist meine Sache. Und da hoffe ich jetzt einfach, da, ja, das ist natürlich voll jetzt, hä? Nein, ist nicht mal voll. Wieso haben wir denn 8 Obdachlose? Wieso gehen die nicht dort wohnen? Ich weiß es nicht. Jetzt, weil sie zu blöd sind oder keine Ahnung. Mal, was mich da würde interessieren, Arbeitsweg da, ja, die sehen noch nicht sehr viel besser aus, weil wir halt einfach zu wenig Wohnraum in der Nähe haben. Aber ja gut, so weit ist es jetzt auch nicht. Aber sobald die Häuser da stehen, wird es natürlich nochmal um einiges besser werden. So. Wir haben jemanden am Trading Post. Mal schauen, was der von uns will. Der will uns Viecher verkaufen. Und ich glaube, eben langsam müssen wir uns schon von Gedanken darüber machen, wo das wir die nächste Käge aufstellen wollen. Weil es wird nicht so lange gehen, bis wir die wieder brauchen. Also würde ich doch sagen, wie wäre es, wenn wir
Also wir haben gesagt, da kommen die Felder auch. Nein, scheiße. Da kommen die Felder rein. Habe ich so mal entschieden. Machen wir da mal ein grosses. 1 Abstand. 15. Machen wir halt das 15 mal 14. 1 Abstand. Und dann nochmal das 15 mal 15. So. Also, den Stellplatz habe ich schon mal reserviert, darum habe ich jetzt das gerade gemacht. Ja, als ob es 4... Oh. Spiel, echt. So. Was jetzt plötzlich noch zu sagen? Gut, also dann... Ja, jetzt bringt es eh nichts mehr. Würde ich sagen, da machen wir mal Herdöpfel. Dann da machen wir... Was haben wir noch nicht? Oder von was haben wir zu wenig? Machen wir da mal Pepper, also Pepperoni oder Paprika oder wie ihr das auch immer nennt. Und da würde ich sagen, machen wir Mais. Wir machen Mais. Hau ich auf den Putz und so? Nein. Wir machen Mais zum Essen. Popcorn. So. Wägli. Komm schon. Bringe ich den? Kann ich da echt? Oh, natürlich nicht. Aber so geht's. Ja, und so. Gut. Ich bin zufrieden. Dann haben wir hier Farmer. 103 brauchen wir jetzt. Ja, locker. So. Und dann müsste das Ganze schon bald oder ein bisschen besser aussehen mit dem Arbeitsweg. Würde ich sagen, ziehen wir doch da das Quartier einfach mal weiter. Oh, wir werden jetzt so verhungern. Es gibt ja eine gute Rettungsmaßnahme, wenn die Leute bei Bernisch am Verhungern sind. Das nennt sich Dezimierung. Aber ich denke, ich setze mir jetzt mal ein Ziel, weil ich meine, Bernisch, das könnte man unendlich lang spielen. Irgendwo durch. Bis einfach die ganze Karte gemacht ist. Was man sicher noch machen würde, ist die Brücke da, die wird noch drin sein. Aber wenn es jetzt würde zu einer Hungersnot kommen, angenommen, würde ich sagen, ist die erste Staffel von Bernisch beendet. Die zweite Staffel, die erste Staffel, was auch immer. Nein, ich glaube, es ist schon die zweite. Ja, es ist die zweite Staffel, weil die erste Staffel ist ja erstens sehr kurz gewesen und zweitens ist ja das die gewesen, wo mir der PC abgekackt ist. Wo wir also nicht gerade wirklich sehr viel gesehen haben. Davon glaube ich, nur 3 Folgen gehabt. Aber ich habe dann gleich eine neue Staffel gestartet, weil, ja, was sollte ich jetzt da... Es ist ein alter Spielstand und der hat ja keinen Wert, wenn ich jetzt das als neue Staffel wird raushauen, als gleiche Staffel wird raushauen, wo es eigentlich etwas völlig Neues ist. Also würde ich sagen, wird es dann irgendwann mal eine dritte Staffel geben von Banished. Also sie ist ja noch nicht fertig jetzt, keine Angst. Wird schon noch ein paar Folgen geben da. Vor allem der Bau von der Brücke, der wird ziemlich lang dauern. Den nehme ich jetzt mal sehr stark an, weil 400, ja gut, die Ressourcen hätten wir knapp. Aber ja, schauen wir, wie das rauskommt. So, die Häuser, die ich jetzt hier am Bauen bin, das sind eigentlich die Häuser für unsere Feldarbeiter hier oben. Weil, wichtig und so. Und ich bin mir immer noch am überlegen, wo ich den Friedhof bauen will. Habe ich gesagt, ich tue den Friedhof hier unten bauen? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich glaube, ich kann hier bauen. Irgendwo am Arsch von der Welt habe ich ihn haben. Oder da hinten. Ja, da ist ein schönes Plätzchen. Da wird ein Friedhof entstehen. Irgendein einmal. Ah, da bräuchten wir aber noch eine Brücke. Ja, du mal schauen dann. Brücke könnte man eigentlich da schon mal eine machen. Wenn es dann irgendwie würde gehen. Aha. Jetzt sehen wir so, dass es dort nicht geht. Dann halt da. So. Gut.
Jetzt ist die Frage, kommen wir da auch, ja sicher kommen wir da direkt, nein wir kommen da nicht direkt über. Kommen wir da direkt über? Wir kommen da direkt über. So, gut, in dem Fall ist das Brückenproblem auch schon gelöst. Und, oh, die Häusli, wie die schiessen wie Pilze aus dem Boden. Ey. Das sind alles junge Pärchen drin. Alles junge Pärchen, das heisst alles Nachwuchs. Das heisst, die friesen uns alles Zeuge weg. Das heisst, Keg. Und jetzt würde ich gerne hier Keg machen. Wenigstens eins. Mal schauen, wie gross ich das machen kann. Vielleicht gerade da. Nein, da nicht. Dann flippen ab da. Das geht. Also dann machen wir da 20×20. Und wieso geht das nicht? Vielleicht da zu nahe, oder was ist da? Da geht's. Da auch nochmal ein 20×20. Bitte. Nein. Ah, der blöde Ecke dort. Ja, also gut, dann machen wir halt da noch 17×17. Dann läuft das. Die sollte das ruhig bauen hier. 8 Bauarbeiter brauchen wir. Aber der 34 Führung. Das heisst, ich kann ja eigentlich wieder einen Steinbruch... Oh, Trader. Ich kann ja eigentlich den Steinbruch wieder anfangen einschalten. Und jetzt sehe ich, wir haben überhaupt kein Eisen mehr. Das ist das eigentlich gerade gut, dass der gekommen ist. Stein können wir auch noch brauchen. Ja, Stein können wir brauchen. Wow, das ist aber teuer jetzt. So 8. Wow. Ja, schöne Preise, du. Ja, also. Das heisst also, wir brauchen 5200. Das bedeutet mit anderen Worten mal 300 von dem raushauen. Dann... Ja komm, Tools haben wir ja wirklich genug. 2, 4. Man könnte natürlich auch. Nein, das geht natürlich nicht. Ich bin mir jetzt aber gerade am Überlegen gewesen, nur mit den Stahltools zu zahlen, aber da fehlt uns ja gleich noch etwas. Oder mit... Ja gut, nein, da haben wir fast zu wenig. Die Schneider kommen anscheinend in dem Fall nicht noch. Ja, das heisst, ich muss mit den Steel Tools den Rest auffüllen. So, nein, bam. Ja. So, also die Seeds, die können wir alle wegnehmen da. Aber dafür... Nein, das nicht, aber der Rest alles. Das Essen wieder einschalten, dass er uns wieder Essen bringt, weil Herbs vielleicht nicht. Leder wäre vielleicht nicht schlecht. Mushroom, das. Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Mal, ja, mal, nein. Nein, das ist in Ordnung so. Das ist in Ordnung. Okay. Dann können wir gerade mal schnell da schauen. Wie sieht es aus? Wie viel Leder haben wir jetzt hier eingelagert? 400. Machen wir jetzt da mal 0 rein und bei der Wolle genau das gleiche. Ah, da haben wir schon 0 drin, das ist sehr gut. Ja, dann läuft ja das. Ja, gut. Und tschüss. So, haben wir wieder ein bisschen eingekauft. Das heisst, wir haben wieder ein bisschen Ressourcen zum raushauen. Nein, natürlich nicht zum raushauen. Wir brauchen das Zeug einfach für unsere Bauten, wo jetzt nur noch 3 sind. Wo wird etwas gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Also da ist alles fertig, wie mir scheint. Da haben wir nichts mehr gebaut. Ah ja, klar, da die Keg. Und ja, Firewood ist low und was noch?
Firewood, ja. Firewood, das weiss ich, dass das langsam zur Neige geht. Ist mir aber ziemlich pipe egal. Hey, was? Die... Was? Hey, könnt das Zeug einsammeln? Sind ihr blöd, oder was? Oh, Mann, ey, echt. Das gibt's doch gar nicht. Wieso machen die das? Okay, wisst ihr was? Machen wir es mal so. Jetzt ist ja eh Winter, da kommt es nicht so gross drauf an. Dann tue ich die neu zuweisen, dass die Arbeitswege wieder etwas kürzer werden. Anscheinend, also ich habe mal gemeint, dass es automatisch gemacht, aber anscheinend doch nicht. Das finde ich eigentlich schade. Und die haben ja gleich auch lange Arbeitswege. Das heisst, wir brauchen hier mehr Häuser. Kommen wir nicht darum herum, dass wir hier mehr Häuser brauchen. Leider. Also das heisst leider, ich meine, das ist ja gut, wenn wir da... Aber ihr wisst schon. Mehr Häuser heisst mehr Leute heisst mehr zu essen. Mehr zu essen bedeutet, keine Ahnung wo auch mit dem Platz, ich habe zu wenig Platz, aber naja. Ja, wenn ich das Problem wieder umgehe, werde ich beim nächsten Mal sehen, vielleicht, ich hoffe es jedenfalls. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und bis dann, ciao ciao.